Gary, c'est la crise im Immobilienmarché. Die Loyerspreise sind letztes Jahr um 11% geklommen. Wie war das denn? Ja, weil die Leute keine Prämie kriegen. Zinsen sind so hoch, dass einfach keiner etwas kriegt und dann muss mehr Leute lohnen holen. Okay, und sind nicht genug von ihnen da, und so viele Leute wollen lohnen? Natürlich, und den Lawyer ist gar nicht gesetzlich limitiert im Moment, oder das funktioniert nicht, das Gesetz. Das heißt, was man da können machen ist, für die gackige Entwicklung zu stoppen, müssen wir direkt die Loyen aufreihen. Wir müssen sie aufreihen, so lange, bis sie gesetzt ist, was die Loyen dann noch kann enkadrieren, klar regeln, die Immobilienmarkt kontrollieren. Das ist das, was wir mengen mit einem sozialen Loyer per Gesetz. Und das Gesetz ist als Reform von Bayer Loyer, und das soll als Objektiv und das kein mehr wie 25% für seinen Revenu muss für den Loyer drauflegen. Genau, und für das nicht nach mehr Leute müssen lohnen, weil sie ihre Wohnung verlieren, weil Zinsen auf ihrem Prä und Blut gegangen sind, fordern wir auch, dass Banken zur Responsabilität gezugehen. Dafür zwei Mesuren, dass sie nicht mehr ihre Präteil Geld zurückbezahlen, aber just nach Zinsen einmal zurückbezahlen, für dass die Schuld nicht an Blut geht. Und Banken müssen dann Hand und Rund den Prä verlängern, für die schwere Phase rauszukommen. Und dann das, Banken machen mehr Profit, also mehr Marge auf den hohen Zinsen. Dafür sollen sie einen Teil von diesen Profiten an den Fonds abbezahlen. Und aus dem Fonds sollen die Leute geholfen kriegen, die ja Schwierigkeiten kommen mit ihrem Kredit.